Ja, man muss aber wissen, dass die Reserven entstanden sind, weil man unwahrscheinlich viel Arbeitsplätze als Lützburg geschafft hat. Das ist tun halt viele Leute, die bezahlen, aber man muss aber wissen, dass sich für die Schräder gesucht wird, an 20, 30 Jahren gehen die Leute keine Pension. Und da müssen die Suen durch sein, sonst können wir denen keine Pensionen bezahlen. Dafür sind die Reserven enorm wichtig, und dafür kann es nicht sein, dass der Staatsminister Jean-Claude Juncker am Anfang schwätzt von einer Rentemauer, wo wir dran rennen, und hier selber als am Gange die Rentemauer zu bauen. Weil hier als Finanzminister, den Frieden als Budgetminister, an den Mastil Bartolomeo als Sozialminister, sie drei sind die hauptresponsabel für die Reserven zu verwalten, und sie gehen nicht mit, für daran gut Lützburg schon klauen zu gehen. Panzerknacker, und ich sie genannt, weil sie einfach systematisch daran so erledigen. Dann muss ich etwas hören. Wenn wir so, wir haben 7 Milliarden Euro Reserven. Das sind 3,1 Mal Jahresdepensen von der Pension. Das ist von heute keine bezahlt. Können wir nach 3 Jahren Pensionen bezahlen, bis Käse einlässt. Und also Notbestand schwätzen sie für ein paar Wochen. Mehr als Reserve sind so schlecht angelegt, wie es nicht mehr geht. Das ist dem meisten Rendement, den ein Kaffee Geld kriegen wir, und wir ausgerechnet, als ohne an Spekulation zu gehen, wenn wir die letzten 15 Jahre zu ein bisschen besser angelegt hat, wie alle normale Bürger es machen, dann hätten wir 1,5 Milliarden mehr Euro, 1,5 Milliarden mehr an der Käse, wie wir heute haben. Wie weit leidet dann? Das ja bestimmt kann in der Regierung ja nicht schlechte Willen erstellen. Das war dir. Es sind nur andere Meinungen. Also, könnt ihr euch vorstellen, die hat nur Geld. Und die geht auf eine Bank, und so zu der Bank, und da ist schon so viele Milliarden Euro, da gibt man so Mann wie möglich dafür. Das ist einfach nicht zu verstehen. Das ist aber die Realität. Wir haben für 3-4 Jahre ein Gesetz gestimmt, das dem Staat ermöglicht, für die Suen besser zu platzieren, und die Pensionskassen besser zu platzieren, ohne an Spekulation zu gehen. Das haut noch nicht dem gesagt, das Gesetz. Das haut noch nicht dem gesagt. Das ist. Aber wir müssen wissen, dass wir die Suen, die wir rackeln, die Reserven, nie brauchen, weil wir kriegen alle aus mehr Suen ran, wie man ausgeht, die Reserven gehen immer mehr groß. Die Banken kriegen die Suen kurzfristig platziert, was Zinsen umlagen, wir sind sie permanent Banken. Das ist also Benefiz und erste Stelle für die Banken. Und wenn Banken Benefiz machen, bezahlen sie mehr Steuern. Also kriegt über DW auch Jean-Claude Juncker von den Pensionskäsen Suen an den Staatskäse ran. Da können wir einfach da rote für das der Panzerknacker wie diesen Hemd vielleicht in Dagobert Ducket. Mit das Geld muss richtig investiert gehen, ohne an Spekulation zu gehen. Und dann kriegen Pensionskäse für ihr Geld den Rendement, den allen normalen, verständlichen Menschen für sein Geld kriegt. Und da gehen die müssen abhalten, permanent Gelder klauen zu gehen an Pensionskäse, wie Mammerentke, die wird Pensionskäse indirekt mit einem Trick finanziert. Wir haben auf der anderen Seite Krankenkäsendefizite der Mazernähen. An die 7, 8 Maßnahmen geholt, wo die Pensionskäsen müssen blechen für die Pension für den Staat gemietet. Wenn wir abhalten mit klauen gehen, und wir investieren das Geld auf die Banken richtig als Reserve, die wir haben, dann sind Pensionskäse sicher. Aber wenn Jean-Claude Juncker abhält, mit an Pensionskäse klauen zu gehen, der Rente an seinem Leben auch nie an eine Rente machen. Man sieht beim Geld, dann bleiben wir bei dem Leben Geld, wir haben zwar wirtschaftliche Wursten, den von den anderen Ländern wir können drehen, kommen mehr so ran, wie geplant wäre. Als das ein Grund für zu jubilieren. Nein, sagt Herr Juncker, man muss so weiter spuren, man muss so weiter drehen und sehen, ist das so oder kriegen wir durch eine Märchen verzehrt? Nee, das geht nicht. Bei einem Wirtschaftswachstum von 5%. Ja, das bedeutet nicht unbedingt doch 5% mehr Steuern. Ich weiß, was ich vom Einfall, weil wir waren die Partei, die führende Chamberswahl gesagt hat, dass die Finanzsituation vom Staat bei weitem nicht so gut wie sie von der Regierungsparteien durchgestaltet hat. Das wird kein geglebt. Das wird nicht geglebt. Das ist normal, ich verstehe noch den Wähler. Den hat Leber zu einem, der sieht, das alles an der Reihe, aber man verspricht nicht den sicheren Weg, Leute meinen dann, da kriegen sie nach weiter an so viel, dann haben sie besser, sie wählen den, wie mir, die vielleicht ehrlich war für eine Wärme, die gesagt haben, die Finanzen sind schlecht. Davon denken, dann, wenn wir die wählen, dann kriegen wir vielleicht nicht mehr so viel bei. Das wäre vielleicht wahltaktisch als also falsch, wahltaktisch, aber es war ehrlich. Also, wenn wir nur die Wahlen, stellen wir fest, so und die anderen, Jean-Claude Juncker, Finanzen wären schlecht. Ja, das ist schlecht.
Was muss ich noch wissen? Wenn wir 2006 los man von dem letzten Jahr schwätzen, einen gewissen Abschwung an der Ökonomie haben. Was gut ist, was durch viele begrüßt, was zwar nicht nur als Merit als Sitzbürger, sondern einfach, wenn die Weltkonjunktur unzieht, Banken, Börsen sehen, da verdienen wir eben mehr Geld und da kriegen wir auch mehr Steuern. Muss ich aber wissen, das Staatsbudget hat 2006 ein Defizit vorgesehen von 1,1 Milliarden Euro. Die geht hoch auf 600 Millionen Euro. Da muss man aber wissen, dass wenn er immer 24 Milliarden alle Lützeburger Franken von dem Zentralstaat Defizit führt. Den Zentralstaat. Und muss ich wissen, dass der Zentralstaat durch die Fusion von ArcelorMittal ein ehemaliges Reset an den Zentralstaat gebucht hat von 450 Millionen kriegt. Wenn man die also dabei rechnet, die ehemalig war, dann ist ein Defizit ungefähr da, wo am Budget geplant war. Es muss ich wissen, dass der Staat auch letztes Jahr Anbauabkommen 400 Millionen Euro, das Jahr 200 Millionen Euro. Man muss ja wissen, dass der Staat seine Schuld nicht zurückbezieht. Egal wen. Eine Gemeinde, die Schuld nicht bezieht, nicht nur Zinsen bezieht, dort Kapital zurück. Nein, der Lützeburger Staat, der bezieht nicht nur Zinsen zurück. Das ist anscheinend nicht beim Staat, wo der toleriert wird. Das heißt, die 400 Millionen, die der Staat letztes Jahr gelehnt hat, bezieht den über 10 Jahre just Zinsen zurück. An 10 Jahre spät 2016, da müssen die in der Politik machen, die das Steuern bezahlen, die müssen an einem Jahr die 400 Millionen Euro Kapital an einer Keier zurückbezahlen. Die 200 Millionen, die wir das Jahr machen, die müssen 2017 an einer Keier zurückbezahlen. Und das den Finanzminister, der sieht, wir geben die zukünftigen Generationen hypothekieren. Den hier geht, er klaut Geld aus den Pensionskassen, an den hier geht den Haut Schuldmilch, an den bezahlt sie nicht zurück. Den muss die Generation Hannerun Eis bezahlen. Den muss wissen. Und das ist noch nie ein Staatsminister gewesen, der die zukünftigen Generationen so hypothekiert hat, wie die Jean-Claude Juncker das möchte. So schwätzen man natürlich nur über die, die an 10 Jahren politisch Responsabilität drohen, auf den die Schlamassel dann müssen abkommen. Me Nico Schröder, ich menge, wann durch der sieht, dass man Geld do, dann hast nicht gedrungen für die Gemengen auch man Geld do. Das Tiefstaat lo an enger Gemeng wie der von Suissem, so muss war ein Gemeng hast, die an den nächsten 10, 15 Jahren aber mehr wichtig gibt am Süden und noch an dem Teil von der Großregion. Der Tiefstaat von der Stadt sieht nämlich genug Geld do. Der Tiefstaat für einen Gemeng wie Suissem. Wo muss es zurückstechen, wo muss es umschichten? Das ist so, dass die Situation schon seit paar Jahren sich nicht verbessert. Du kannst wie aufgeht schon an den Jahren 2002 bis 2004, als den ICC, den Impôt kommerziell, den Bank und Gemenge gegangen ist, rund 25% zurückgegangen. Letztes Jahr dann die Stadt Lützeburg ihren Kommersanten ein Kado gemäht, an die Gewerbesteuer aufgesetzt, weil eine Reperkussion hat, ganz Land. Also du in Altgemengen am Land, und das war bei großen Gemengen ganz groß Zommen, also das geht schon seit einem guten Strafe zurück. Und das hat natürlich auch an einer Zeit, wo der Staat aber von den Gemengen immer mehr fordert, an denen immer mehr Obligationen überlädt, wo sie sich müssen drin halten. Und noch an einer Zeit, wo auch Familien und Leute und Bürger an den Wirtschaften immer mehr Forderungen und Gemenge stellen an den Strukturen, was Kannerbetreibung und so weiter anbelangt. Das heißt, Gemenge kommen schon an eine ganz delikate Situation. Wie nennt man vielleicht ob Gemengesössen bezogen? Ein, zwei konkrete Beispiele, wo einfach Politik am letzten 2 Jahren müssen so, da können wir noch nicht finanzieren, muss man zurückstellen. Respektiv muss man umschichten.